Warum diese Taube Spiralen fliegt? So recht weiß das keiner. Kunstflugtauben verhalten sich wohl wie Männer, denen die Hormone zu Kopf steigen und die frisch verliebt die verrücktesten Sachen anstellen. Doch die Tierliebe lässt auch die Züchter nicht kalt. Sie teilen sich gar mit ihren Tieren auf dem Campingplatz ein Zelt. Für ihre Tauben ist ihnen eben kein Aufwand zu groß und kein Weg zu weit. Ich komme aus Vršac, das ist Stadt in Serbien, 1400 Kilometer von hier. Nur um hier zu fliegen? Ja, nur für eine Stunde fliegen. Seit 8 Jahren besucht Stefan Dosse die fränkischen Taubenzüchter. Den ganzen Sommer über sammeln die Taubenliebhaber bei Wettkämpfen Punkte. Am Ende des Jahres stehen dann Europas beste Kunstflugtauben fest. Je nach Art zeigen sie unterschiedliche Luftnummern. Die unterfränkischen Züchter beobachten jede Flugbewegung ganz genau. Das ist eine Konkurrenz, allerdings ja, auf jeden Fall. Jetzt wird's heiß. Ja. Kunstflugtauben beeinflussen Stefan Dossets Leben. Der Serbe lernte deswegen mit 44 noch Deutsch. Ich konnte nicht Kontakt mit diesen Leuten machen. Ich musste Deutsch lernen. Alles. Oh, wundervoll. Au. Ah! Ah! Jel ga uhvatio? Nije. Was ist jetzt? Wanderfalk, das ist riesig bei unserem Sport. Das ist Leben. Ein Unterfranke hat dagegen gut lachen. Er besitzt als einziger am Platz die ideale Falkenabwehr. Das sind Glöckchen oder Rasseln aus Indien. Und die sollen eigentlich den Greifvogel ein bisschen abhalten. Also bis jetzt hat es viel Glück gebracht. Jedoch sind diese Rasseln vergriffen zum Leidwesen der Züchter. Und so fuhr Stefan Dosset 1400 Kilometer, um am Ende einer seiner besten Tauben an einen Falken zu verfüttern. Verrückt. Alles für die Tauben. Das ist Hobby. Und dann geht es mit dem Rest der Mannschaft wieder heim, zurück nach Serbien.